Heute bete ich für Freundschaften. Auf dem Pilgerweg war das der strengste Moment. Wir waren schon fast beim Restaurant und du brauchst es Freunde, weil du hattest schon Kilometer in deinem Bein. Ich habe gesagt, come on, we can do it. Und Freundschaften, Freunde im Leben zu haben, kann ich dir sagen, ist mega, mega wichtig, weil ohne Freunde ist der Moment noch steinig und steil wird, hast du oft diesen Support nicht. Und ich finde, die Weihnachtsgeschichte von Maria und Elisabeth sieht man so viel Freundschaft, so viel Liebe, so viel Hingabe. Und ich weiß ja nicht, wie gerade im Moment deine Freundschaften sind. Vielleicht sagst du absolut top, ist eine 10, vielleicht sagst du eine 6, eine 7, vielleicht ist das unterirdisch, keine Ahnung. Aber lass uns mal wissen, dass wir auf der Zunge mal zergehen lassen, wie so ein Gourmet-Essen, wie Maria und Elisabeth einfach diese Freundschaft pflegen. In Lukas Kapitel 1, Vers 39 bis 45. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Keine Eifersucht, kein Neid, keine Missgunst, nichts. Das ist purer Lob, Ermutigung, Dankbarkeit, Freude, Anfeuern. Merkst du, Freundschaft, das ist gewaltig, du wirst getragen. Womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Da kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude, sogar das Kind im Bauch war happy. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, das wird auch geschehen. Wenn ich diesen Text vorlese, frage ich mich die Frage, wie sind meine Freundschaften? Kann ich sagen, ich bin so dankbar, ich bin so happy, was Gott tut, für den Segen, für den Blessing, für alles, was Gott dir gibt. Und merkst du, da klingt manchmal ein bisschen Neid und Eifersucht an. Man sagt es zwar nicht, wird ein bisschen zynisch. Und ich möchte jetzt einfach beten für unsere Freundschaften, weil Freundschaften sind umkämpft. Wenn der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten, das macht er ganz bewusst in den Freundschaften. Wenn eine Freundschaft zerstört, dann fehlt dir oft das Fundament. Lieber Vater im Himmel, ich bete jetzt für alle, für die Menschen, die du uns anvertraut hast, für unsere Familie, für die Angehörigen, für die Freunde, für die Arbeitskollegen, für alles. Ich bitte dich, halte deine schützende, begleitende, segnende Hand über alle meine Freundschaften. Und ich möchte dich bitten, da, wo Streit hineingekommen ist, da, wo Missgunst plötzlich irgendwie da ist, wo man sich nicht mehr versteht, wo man sich anklagt, wo man sogar Lügen erzählt. Ich möchte dich bitten, alle diese Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe, ich bitte dich, nimm es weg von meinem Leben. Lass nichts von dem in meinen Freundschaften sein, weil ich bete für Schutz, ich bete für Einheit, ich bete für Bewahrung, aber auch für eine Feuer oder eine Leidenschaft in den Freundschaften. Da, wo Dinge eingeschlafen sind, hauche nochmals Leben hinein. Zünde nochmals ein Feuer an. Und ich überlasse nicht die Freundschaften dem Zufall, sondern ich lasse es von Gott segnen. Wie so einen Regen. Lass es regnen. Das alles erfrischt über meine Freundschaften, die du mir anvertraut hast. Und ich sage dir nochmals Danke, dass du auch da, wo Dinge verknotzt sind, wo man sich verstritten hat, löse du Dinge, die man menschlich nicht mehr lösen kann. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der meine Gebete erhört, weil du hast mir Freundschaften an die Seite gegeben, damit ich nicht alleine diesen mühsamen, steinigen Weg gehen kann. Amen.